Ich soll innerhalb von 10 Minuten erklären, was an der Reform da steht. Ihr versteht, dass ich nicht an Detailer gehen kann. Das ist natürlich eine ganz technische Reform, pour cause, weil viele Leute verstehen das überhaupt nicht, dann, was an den Gesetztext da steht. Und das ist auch so gewollt. Wie will der Minister die Reform verkaufen? Basis davon ist eine Postprojektion auf 50 Jahre. Da gehen Katastrophenszenarien ausgedurcht. Wir gegen eine Mauer, wir haben keine Suche mehr, wir können Renten nicht mehr bezahlen, so viele Jahre. Da möchte Leute Angst. Und das mit eng Dinge von seiner Politik für die Reform, dass Leute die Reform sollen schlecken. Mein Fazit ist, wenn jemand 50 Jahre Prospektion schafft, da möchte die Regierung keine Politik, mehr Wahrsagerei. Weil wen hat am Jahr 1910 zum Beispiel 2 Weltkriege vorausgesucht für die nächsten 50 Jahre, als Beispiel. Und die Regierung geht sogar selber zu, dass die Prävisionen nicht ganz fiabel sind. Aber wenn sich also trotzdem noch richten, da kann ich nicht mehr so, als sie lehre ganz bewusst. Zweiter Punkt, an der Reform, da fand ich jeden etwas. Sowohl für die Jungen wie auch für die Pensionären. Sie sind alle zwei betroffen. Die Reform ist auch nicht sexistisch. Sie möchte keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und das ist auch kein Grund für die Beamtenfristen, sich abzuregen, weil sowohl der private wie auch der öffentliche Sektor sie gleichermaßen betrifft. Und eigentlich müssen dann es ja auch möglich sein, dass eine ganz breite Front gegen das Gesetz zusammenkommen für den größten Sozialaufbau hinter der Existenz von der Sozialversicherungen zu verhindern. Das ist noch nicht so spät. Das Gesetz ist noch nicht aufgestimmt. Was soll sich dann laut der Reform die nächsten 40 Jahre ändern? Weil das ist eine Reform, die auch auf 40 Jahre in Zukunft progressiv Renten aufbaut. Kann ich das nicht so resümieren? Es soll mehr lang schaffen gehen, am Mann Rente kriegen. Ich so bewusst, sowohl wie auch, weil, und nicht oder, weil für viele Leute, da geht es kein Schwach. Das ist einfach technisch nicht möglich durch die Dispositionen von dem Gesetz. Wie soll das erreicht gehen? Ein Hauptpunkt von dem Gesetz, das ist die progressive Aufsetzung vom Majorationstor von 1,85 auf 1,60%. Das heißt, innerhalb von 40 Jahren soll progressiv Renten zwischen 8 und 15% gekürzt gehen. Das wird gemerkt durch eine Kombination von der Summe von den Versicherungsjahren mit dem Rentenalter. Dadurch soll das gesteuert gehen. Das ist ein Rückschritt. Das ist ein Rückschritt von 24 Jahren. Demos werden auch nach 1,6%. Und das 91 auf 1,78 gehecht gehen. Und dann beim Rentendicht 2002 auf 1,85. Das wären die Realerhöhungen von der Rente. Muss ihr wissen, dass die Element von der Pension ungefähr 74% von einer normalen Pension ausmischt. Es also schon bis an der Portemonnaie geht, wenn den Tod aufgesagt wird. Wie lange schaffen? Ich habe immer gesagt, dass ihr den Rent auf den alle Niveau könnt, wenn ihr wie lange schafft. Das ist einfach ein Liegen. Für viele Leute ist technisch nicht möglich, weil sie viel in der Brechung in ihrer Karriere haben. Das sind hauptsächlich, ganz oft sind das auch Frauen, und dafür können sie den mehr in Hegento nicht erreichen von der Majoration. Auch wenn sie bis 65 Jahre arbeiten gehen. 65 Jahre ist die legale Rentenalter Dönno geht nicht mehr. In kleinen Sache an dem Gesetz, die mich immens rose mischt, an die beweist am Fongehol, wie die Nutzmaterial gedriffen wird. Es steht am Gesetz dran, dass es in Pension so weit kann hegen bis auf 2,05% von der Majoration oder eine reelle Augmentation von der Pension ist, wenn einen gewissen zum erreicht von Jahren, wo geschafft wird, an wann den Ärger genug ist.
Für den Tod zu erreichen, muss ihn Haut mit 12 Jahren aufhängen mit schaffen. Für die auf den 2,05% mit 65 Jahren zu kommen. Das ist nicht nur ein Rückschritt an das letzte Jahrhundert, aber das ist ein Rückschritt an den Anfang vom Kapitalismus. Das kann Arabisch nach der Derwesordnung werden. Ein zweites Element, wenn an der Pensionsreform da dran ist, da das auch bis diskutiert ging, und das konzerniert hauptsächlich die Jungen und Studenten. Wenn der Regierung nämlich nur geht, da geht die Zeit der Ersatzzeiten für die Studien vom 1. Januar 2013 von maximal 9 auf 7 Jahre aufgesetzt. Wenn ich von 19 bis 20 Jahren an die Schule gegangen ist, das geht noch nicht mehr gerechnet. Heißen die Jungen, die immer mehr lang an die Schule gehen, die nur 27 Jahre nach studieren zum Beispiel, die immer mehr später auf den Arbeitsmarkt kommen, genau die sind visiert und die gehen bei der Lese gelost. Sie müssen sowieso später mehr lang arbeiten gehen. Und sie können sogar mit 60 dann nicht mehr Freizeit eine Altersrente kriegen, weil sie keine fähige Versicherungsjahren zu summen haben, auch nicht mit ihren Ersatzstudienzeiten. Und es gibt auch keine Möglichkeit, dem zu entgehen, an dem sie gegen zum Beispiel während dem Studium kotisieren, freiwillig oder auch obligatorisch. Eine andere Mesure, die vorgesehen ist und die höchstwahrscheinlich auch könnt, das ist eine Mesure, die so auch einmal den 13. Monat genannt ging, als die Allokation der Fin d'année, die soll aufgeschafft gehen. Die war für 10 Jahre angefordert beim Rententisch. Und die wird aufgeschafft ohne Ersatz an dem Moment, wo die Todekotisation 24% überschreitet. Ihr wisst, Tolo 24%, das 8% für den Assyrier, 8% für den Patron, 8% lädt der Staat bei. Frühestens oder spätestens nur 10 Jahre wird das dann der Fall sein, weil bis dahin aus dem Todekotisationsgesetz festgeschrieben. Frieden sich allerdings, wieso dann eine Decision, die lo an 10 Jahren soll in Kraft treten, wieso dat die lo schon geholt wird, an lo an der Gesetztrag geschrieben wird. Vielleicht ist die Situation an 10 Jahren ernst und vielleicht muss die Mesure gar nicht geholt gehen dann. Mir gesagt es aber echt so aus, dass die Regierung lo so viel wie möglich unpopuläre Mesuren all bei Nevelt lehren und das Gesetz da dran packt, da brauchen sie nicht all Chaos, wenn sie wollen, etwas aufbauen, was nicht andauernd sich mit den letzten Protesten rundherum zu schlagen, die da kommen. Na, just man soll bestehen bleiben. Man soll reguliert gehen. Also wieso kann Stadt nicht so richtig leben? Ihr wisst viel wert, weil na justement auch ohne Neidgesetz sowieso schon manipuliert und nicht ausbezahlt wird. Das war so für die 2 Lashkere, wo gesplickt ging, aber für den von 2013, den ist auch nicht mehr. Geht doch nicht mehr ausbezahlt. Nein, Mesuren, mehr Frieden. Laut dem Gesetzesprojekt soll den Ajustement halbiert oder gar nicht mehr ausbezahlt gehen in Zukunft, wenn die Einnahmen vom Jahr nicht für die Renten von demselben Jahr zu bezahlen bei einer Kotisation von 24%. Auch das ist vorauszusehen, dass irgendwann die dazu weit wird kommen. Das ist so viel gesehen, und dann können wir das Ajustement auch vergessen. Das ist noch eine Mesure, die so zurückwirft an das letzte Jahrhundert. Den Ajustement ist 1964 angefordert ging. Das Ziel ist just 50 Jahre hier. Also wir gehen also 50 Jahre zurück an die Vergangenheit, soweit wie die Regierung an die Zukunft guckt. Den Tod der Kotisation, die wird für die nächsten 10 Jahre festgefroren. Sind die 70er Jahre vom letzten Jahrhundert, als den Tod nicht mehr angepasst ging. Also mehr wie 50 Jahre dieselbe Tod der Kotisation. Bon, das ist schon klar, dass die Regierung nicht will, ob der Einnahmeseite etwas ändern, mehr echt auf den Aufbau von den Prestationen setzt. Freiwillige Pensionsversicherung, die gibt mir billig gemacht. Die soll mir billig gemacht gehen, für 12 Monate am Jahr, war in nicht mehr. 300 € im Monat, mehr 100 € zu bezahlen. Das ist natürlich aber auch,
dass der Montant von der Pension demgemäß aber nicht an die Luft geht, mehr auch nicht Pension für das Jahr bei einem Drittel vom Mindestlohn an dem vollen Mindestlohn gerechnet wird. Das ist eine Mesure, die eigentlich nicht mehr richtig etwas bringt, wenn er am Bereich von der Minimalrente resoniert. Dann habe ich durch eine Chance verpasst, für mindestens einen Schritt in die Richtung von einer Individualisierung zu machen, die schon von 20 Jahren lang von den Frauenorganisationen gefordert wird, zum Beispiel, dass durch die Aufhebung von einer obligatorischen Weiterversicherung hauptsächlich Frauen, wenn sie Parlament schaffen, an der Versicherung dranbleiben. Die Chance ist an dem Gesetz verpasst. Wir müssen mal fair sehen. Zum Schluss will ich aber auch sagen, dass nicht alles schlecht an der Reform. Zum Beispiel gehen die Majoration forfaitaire, das man früher Grundrente genannt haben, die gehen erhöht. An den nächsten 40 Jahren progressiv halte ich möchte 45 € den Monat aus, wenn ihr 40 Jahre geschafft wird. Es ist natürlich klar, dass das nicht durchgeht, für alle Guten die Anerkennungen zu kompensieren. Ein anderes positives Element, Minimalrente wird nicht gekürzt, ging mir nach fehlen. Dafür wird es nicht mehr viel zu sagen, ein Drittel von den Renten, die auf Frauen ausbezahlt, gehen das die Minimalrente. Bei den Männern sind das 10%. An Minimalpension wird zwar nicht gekürzt, aber durch die Kürzungen, die am Gesetz vorgesehen sind, werden in Zukunft nach mehr Leute gehen, die von der Minimalrente für 1606 € brutto müssen leben. Zum Schluss, die Rente bleiben weiterhin und den Index gehen sie weiterhin angepasst. Ich werde verstehen, dass ich da skeptisch bin. Ein paar Bayern sind geduldig und Volk wäre auch geduldig, wie der LSAP für den letzten Wahlen hier Behauptungen geglebt hat, sie gingen die Aufschaffung vom Index verhindern. Da ist auch nicht kommen, und ihr wisst, bei den Rezentmanipulationen, wenn ihr daran denkt, dann muss ich sich fragen, für wie blöd halten sie uns von der Regierung. Und da will ich dann heilo abhalten, und ich gehe aber es wird weiter und die anderen Leute haben dich für konkret über die Auswirkungen von den Mesuren, die ich versucht habe, kurz wie möglich zu erklären, für darüber zu schwätzen. So nicht merci.